Da sind wir wieder mit der 15. Folge von Platt to go, unseres Lütte Plattschule. In der allerersten Folge habe ich ja gesagt, wir können leider gerade nicht für euch spielen. Darum machen wir Platt to go, bis wir wieder für euch spielen können. Und siehe da, wir können es noch gar nicht glauben, wir spielen wieder. Das Theater ist wieder offen und wir hatten schon die erste Premiere, Lord uns Fründen blieven. Und darum knüpfen wir jetzt mit Platt to go wieder da an, wo alles angefangen hat, nämlich bei den plattdeutschen Einführungen. Wir wollen ja euch, wenn ihr noch nicht so richtige Plattdeutsch-Cracks seid, so ein bisschen aufwärmen. Dass ihr so einen Vorsprung habt, dass ihr nachher euch hier schön in das Stück setzen könnt und sagt, ach Mensch, kein Problem, ich weiß ja schon mal, wovon die da schnacken, ich verstehe das alles, das wird ein cooler Abend. Und da gucken wir uns heute mal Lord uns Fründen blieven an. Was wird denn da so gesabbelt? Und für unsere Platt-to-go-Fanbase, für die Plattdeutsch-Cracks, die schon so richtig in der Materie sind, ihr müsst jetzt nicht abschalten. Also da wird nochmal so ein bisschen was wiederholt, das ist immer spannend. Das eine oder andere ist vielleicht auch wieder neu. Und auch ihr könnt mit uns schon mal so einen kleinen Blick hier in das neue Stück im Ohnsorg-Theater reingucken. Also seid gespannt. Ihr kennt Plattdeutsch und Platt to go und das Ohnsorg-Theater noch nicht. Dann hier mal kurz 3 Eckdaten oder so, oder 4 oder 5, ich weiß es noch nicht. Ich improvisiere mal. Das Ohnsorg-Theater in Hamburg spielt Theater in plattdeutscher Sprache. Plattdeutsch ist eine Regionalsprache und gilt nicht als Dialekt. Wer jetzt denkt, oh Gott, wenn das eine Sprache ist, da verstehe ich ja bestimmt gar nichts. Keine Sorge, Plattdeutsch ist trotzdem eng verwandt mit dem Deutschen, aber auch mit dem Niederländischen und dem Englischen und dem Dänischen und dem Friesischen. Aber da gucken wir jetzt einfach mal zusammen rein. Und ich sage euch, das kriegt ihr hin. Lord uns Fründen blieven heißt das neue Stück. Lass uns Freunde bleiben. Lorten, lassen, uns, Fründen, Freunde, blieven, bleiben. Wer will denn da Freunde bleiben? Coco ist nämlich ganz, ganz doll verliebt in ihren besten Freund Valentin. Seit 5 Jahren, seit 5 Jahren schon. Und das will sie ihm jetzt endlich mal sagen. Und zwar hier in ihrem Blumenladen, in ihren Blumladen. Denn sie ist Blumhökasch, also Blumenverkäuferin. Und sie will ihm das jetzt mal so durch die Blume beipolen, durch die Blumen. Und wir wollen vor allem zusammen reingucken ins Plattdeutsch, damit wir so einen Vorsprung haben, nicht? So, was haben wir denn jetzt schon als allererstes mitbekommen? Lord uns Fründen blieven. Lorten lassen. Was fällt uns da auf? Im Plattdeutschen haben wir ja die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht. Die von euch, die hier nur reingucken, weil sie in das Stück gehen und die anderen Platt-to-go-Folgen noch nicht angeguckt haben, könnt ihr lassen, könnt ihr aber auch machen. In den ersten 2 Folgen erklären wir diese Lautverschiebung. Da haben sich nämlich ein paar Buchstaben verschoben, ein paar Laute, und zwar unter anderem das T zum S. Also das Lorten im Plattdeutschen wurde lassen auf Hochdeutsch. Im Englischen ist es immer noch Toilette, auch mit T, genau wie im Plattdeutschen. Plattdeutsch und Englisch sind da verwandt. Also Lorten, hören wir schon mal dieses T. Andere Beispiele dafür sind zum Beispiel Ut, aus, weten, wissen, weiten, der Weizen, bieten, beißen, s, Lord uns Fründen blieven, lass uns Freunde bleiben. Zweites Thema an dem Wort Lord, das lange A ist im Plattdeutschen immer ein O, also geschrieben laten, wir sagen Lorten oder machen morgen oder fassen forten. O. Der Hamburger sagt sogar O. Loten, moken, Pfoten. Fründen. Der Freund, die Fründ, 2 Freunde, 2 Fründen. Einfach eine schöne Vokabel, können wir uns mal merken. Fründschop, die Freundschaft. Die Fründ, min Fründin, wie sind Fründen. Lord uns Fründen blieven. Und letztes Wort im Titel, blieven. Auch spannendes Wort. Haben wir auch wieder die Lautverschiebung drin, nämlich w. Hochdeutsch bleiben. Das w oder das f ist im Hochdeutschen zum b geworden. Ja? Andere Beispiele sind das Leben, das Leben, die Liebe, die Leif. Ich bin verliebt, ich bin verleift. P, f, Lautverschiebung. Lord uns Fründen blieven. So, da haben wir schon mal den Titel angeguckt, soweit alles klar. Jetzt gucken wir doch einfach mal zusammen in den Anfang vom Stück rein. Das ist immer ganz gut, so ein Anfang ist ja immer schwierig.
Und da haben wir jetzt einfach schon so einen Vorsprung, wenn wir den schon mal zusammen durchgeguckt haben. Und dann sitzt ihr nachher im Theater und sagt, Mensch, kenne ich ja schon alles. Und wenn man dann schon mal drin ist, dann schwimmt ihr auch einfach durch das ganze Stück weiter durch. Hier kommt der Anfang, der Teaser sozusagen von Lord uns frünn blieven. Mann, nun geh doch ran! Ich hef dir all 15 Mal wat op'n AB snackt all Wetter bloß der Ole Sabbelkassen. Hallo, Valentin! So, alles verstanden? Wir gucken mal kurz zusammen durch, ne? Mann, nu geh doch ran. Sie telefoniert, was wird das wohl heißen? Mann, nu geh doch ran. Geh, gehen. Gone, gehen. Klingt so ein bisschen wie im Englischen, ne? To go. Go home. Go no hus. Geh ran. Ich hef dir all 15 Mal wat op'n AB snackt. Ich habe. Klingt wieder ein bisschen wie im Englischen, ne? I have. Ich hef. Ich, Lautverschiebung, k, ch. Ist auch wieder so eine Lautverschiebung wie die anderen beiden, ne? Hochdeutsch ich, Plattdeutsch ich. Ich hef die all 15 Mal, was ist 15? 15, ne? Kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. 15 kann man auch sagen, ist beides richtig. Und 15 heißt auf Plattdeutsch auch noch die Pause, weil 15 Minuten Pause, 15 mucken, 15 machen, Pause machen. Zurück zum Text. Ich hef die all 15 Mal wat, Lautverschiebung, wat, was? Ich hef die all 15 Mal wat op'n AB snackt. Gesprochen. Snacken kennen wir alle. Ihr seid schon Plattdeutsch erfahren. Snacken habt ihr alle schon mal gehört. Allwetter bloß de Ole Sabbelkassen. Allwetter schon wieder. All heißt schon. Wer Englisch kann, already ist damit verwandt. Allwetter schon wieder. Bloß de Ole Sabbelkassen. Sabbelkasten kann man verstehen. De Ole, der alte, old, Englisch. Viel Englisch, Plattdeutsch Parallelen. Allwetter bloß de Ole Sabbelkassen. Schon wieder bloß der alte Sabbelkassen ist rangegangen. Mann, nun geh doch ran! Ich hef dir all 15 Mal wat op'n AB snackt all Wetter bloß der Ole Sabbelkassen. Hallo, Valentin! Ich will ja nicht op'n Wecker gehen. Mann, ich will bloß weten, wat wir uns hüt noch sehen dort. Wir haben da ja übersnackt. Du hast die aber ja nicht mehr meldet. Ich will die ja nicht op'n Wecker gehen. Ja, da habe ich mich verlesen. Da steht natürlich, ich will die ja nicht op'n Wecker gehen. Gegenwart. Ich will die ja nicht op'n Wecker gehen wäre Vergangenheit. Ich wollte die ja nicht auf den Wecker gehen. Steht da aber nicht. Also nicht hinhören, was ich da sage. Im Untertitel da unten habe ich es jetzt richtig geschrieben. Gehen haben wir schon gelernt. Ich will die ja nicht op'n Wecker gehen. Ich wollte dir ja nicht auf den Wecker gehen. Mann, ich will bloß weten. Weten hatten wir vorhin schon. Wissen. Mann, ich will bloß weten. Aber ich wollte bloß wissen, wat wir uns hüt noch sehen dort. Wat wir uns hüt noch sehen dort. Ob wir uns heute noch sehen tun. Don't tun. Englisch to do. Und wie im Englischen wird im Plattdeutschen häufig ein Verb mit einer Form von don't zusammengesetzt. Also ob wir uns heute noch sehen tun. Was wir uns hüt noch sehen dort. Und hüt, auch ein neues Muster, hüt heute. Was sind wohl Leute? Lüt. Was ist die Beute? Die Büt. Seltenes Wort. Heißt aber so. Was ist das Feuer? Das Für. Du kriegst gleich mal ein schürt. Du kriegst gleich mal eine gescheuert. Du bist ja wohl beschürt. Du bist ja wohl bescheuert. Oi. Regel. Nächster Satz. Wie han du jo snackt, du hast die over jo nicht mehr meldt. Wie han du jo snackt, gesprochen, schnacken. Wie han du jo snackt. Wir hatten da ja über geschnackt. Über, Lautverschiebung. Über, snackt. Du hast die over jo nicht mehr meldt. Du hast dich aber nicht mehr gemeldet. Neue Regel fürs Plattdeutsche. Meld, gemeldet. Dieses gemeldet, gesagt, getan, gedacht. Dieses fällt weg im Plattdeutschen. Kein Ich habe das gesagt. Ich hef dat secht. Du hast dich nicht gemeldet. Du hast die nicht meldt. Wir sind nach Hause gekommen. Wir sind nach Hus kom. Wir sind auf den Dom gegangen. Wir sind op den Dom gorn. Kein im Plattdeutschen. Ich will ja nicht op den Wecker gehen. Mann, ich will bloß weten, wat wir uns hüt noch sehen dort. Wir haben da ja übersnackt. Du hast die aber ja nicht mehr meldet.
So, das ist der Anfangsmonolog von Coco, aber es ist ja ein Zwei-Personen-Stück. Das heißt, wir springen jetzt mal ein kleines Stück weiter. Wenn sie das erste Mal mit Valentin zusammen telefoniert, da sehen wir dann Sebastian Herrmann, der mit Caroline Kiesewetter dieses Stück zusammenspielt. Und da hören wir jetzt auch mal zusammen rein. Moin, min Söten. Moin, Coco. Muss entschuldigen, dass ich nicht all früher anrufen hef. Mann, ich hab von dort so einen richtigen Schiedtag. In ein Tour Termine mit überkandidelte Kunden, du kannst dir das nicht vorstellen. Oh, na klar kann ich mir das vorstellen. Moin, min Söten. Moin brauchen wir nicht zu erklären, wobei müssen wir doch. Moin kommt nämlich nicht unbedingt zwangsläufig von morgen, sondern heißt, wie wir es heute landläufig verstehen, eher schön. Von moi, schön. Ist sprachwissenschaftlich nicht hundertprozentig klar, aber das ist die Erklärung, wie wir es heutzutage begreifen. Also schön. Ne? Also kann man morgens, mittags, abends sagen. Moin. Min Söten. Mein Süßer. Söt, süß. Ü. Grün heißt grön. Küche heißt kök. Schlüssel heißt slötel. Also das Ü und das Ö, die korrespondieren auch gerne so ein bisschen im Plattdeutschen. Die Füße, die Föt. Klei mich an de Föt. Kratz mich an den Füßen. Kann man auch sagen, im Sinne von, ach, du kannst mich mal an den Füßen kratzen. Klei mich an de Föt. Kratz mich an den Füßen. Moin, Coco. Du musst entschuldigen, dass ich nicht all früher anrufen hef. Früher, Ü. Du musst entschuldigen, dass ich nicht all früher anrufen hef. Habe, haben wir schon gelernt. Mann, ich ha von doch so einen richtigen Schieddach. Mann, haben wir auch schon gelernt, Mann, aber, Mann, ich ha, hatten wir auch schon vorhin, ne? Ich hatte, von doch, das ist ein wichtiges plattdeutsches Wort. Von doch, wörtlich sozusagen vom Tage. Also, gemeint ist heute. Von doch, vandaag heißt es auch auf Niederländisch, ist eine Ähnlichkeit. Von doch, heute. Heute Abend heißt von Abend. Heute Nacht heißt von Nacht. Heute Morgen heißt von morgen. Und von doch ist vom Tage heute, am heutigen Tage. Man, ich ha von doch so einen richtigen Schieddach, so einen richtigen Scheißtag. Schied, Scheiß. Also Schied ist auf Plattdeutsch aber weniger derbe. Also man sagt den ganzen Tag zu allem möglichen Schied und das ist nicht ganz so vulgär, wie man Scheiß versteht auf Hochdeutsch. Ne? Man sagt zum Beispiel auch hier, das Ding geht nicht an. Das Schied geht nicht an. Das Schied. Muss noch nicht mal das Schied-Ding sagen, das Schied reicht. Schiedwetter kennen wir alle. Dreckswetter, Mistwetter. Auf Plattdeutsch heißt das Schiedwetter. Und das ist nicht so ordinär, wie das für hochdeutsche Ohren klingt. In ein Tour Termine mit überkandidelte Kunden. In ein Tour. In einer Tour. Ein sind wir bei den plattdeutschen Zahlen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da haben wir schon mal so eine neue Regel gehört. I, A. I korrespondiert häufig mit A. 1, 2, 3. Der Weizen, die Weiten. Das Bein, das Bein. Das Leid, das Leid. Ich heiße, ich hate. Du hatest. Hey hate, they hate. Ich heiße, ich hate. Überkandidelte Kunden, ist auch ein schönes Wort. Überkandidelte Kunden. Das Wort kennt man, glaube ich, auch so landläufig. Überkandidelt sind so aufgeblasene, übertriebene, nervige Kunden. Über hatten wir auch schon. Lautverschiebung, über. Da kann man mit diesen ganzen kleinen Filtern, die ich euch gerade hier gebe, so langsam so seine Ohren so ein bisschen feintunen, dass man dann irgendwann einfach diese Sachen automatisch irgendwann macht es Klick und man ist drin. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Brauchen wir gar nicht so zu sagen. Der Spitzerstein. Im Plattdeutschen stolpert wie über einen Spitzenstein. Mann, ich hab von dort so einen richtigen Schiedtag. In ein Tour Termine mit überkandidelte Kunden, du kannst dir das nicht vorstellen. Oh, na klar kann ich mir das vorstellen. Chlor kann ich mir das vorstellen. Chlor. Also so Worte auf AR, die sind im Plattdeutschen dunkler. Chlor, klar. Das H, das Hoher, ist doch nicht wahr, ist doch nicht wohr. Ganz und gar, ganz und goa. Nee, ich muss mich bloß ein Beten verholen. Und du hast ja was vertellt von in Kino gehen mit Anne? Was wollen die denn kicken? Oder wollt ihr lieber einen Derz auf den Morgen? Nee, ich muss mich bloß eben ein Beten verholen. Nein. Ich muss mich bloß eben ein Beten, ein bisschen, beten, bisschen, verholen, erholen.
Häufig ist im Plattdeutschen diese Vorsilbe R aus dem Hochdeutschen. Erholen, erleben, die gibt es im Plattdeutschen so nicht. Das ist dann entweder ein Ver oder ein B. Also zum Beispiel erleben heißt beleben auf Plattdeutsch. Und erholen heißt verholen auf Plattdeutsch. Kann man aber trotzdem gut verstehen. Ne? So was Schönes habe ich noch nie erlebt. So was Schönes habe ich noch nie nicht belebt. Oder eben, ich muss mich bloß eben beten verholen. Ich muss mich nur eben ein bisschen erholen. Und du hast doch was vertellt von in Kino gorn mit Anne. In Kino gorn, haben wir auch schon gelernt, gehen. Du hattest, hatten wir auch schon, du was vertellt. Vertellt, schönes plattdeutsches Wort. Vertellt. Erzählt. Gleiches Thema wie eben erzählen, vertellen. Zählen, tellen, Lautverschiebung, t, z. Ein bisschen wie im Englischen, to tell, erzählen. Und zählen heißt auf Hochdeutsch ja eben auch to count, 1, 2, 3, 4, 5. Und deshalb heißt zählen auf Plattdeutsch auch tellen und erzählen, vertellen. Du hast ja doch was vertellt von in Kino gorn mit Anne. Wat wollen je denn kicken? Wat, übrigens, was, t, wieder Lautverschiebung, wat, dat, nat, was, das, nass. Geht klar, ne? Wat wollen je denn kicken? Je ist das plattdeutsche ihr. So ein bisschen ähnlich wie jei im Holländischen oder you im Englischen. Auch da sind wieder so gewisse Parallelen. Was wollen je denn kicken? Was wolltet ihr denn gucken? Kicken? Geht klar, ne? Oder wüllt je lever n Deansabend morgen? Oder wollt je, ihr, lever, lieber, lever n Deansabend morgen? Einen Deans, Mädchenabend machen. Das Wort Dean ist verwandt mit dem hochdeutschen Dirne. Bedeutungsmäßig geht das aber auseinander. Dean heißt auf Plattdeutsch einfach nur das Mädchen. Abend, morgen, Abend machen. A, O. Ne? Nicht jedes A ist ein O, aber viele. Und du hast ja was vertellt von in Kino gorn mit Anne? Was wollen die denn kicken? Oder wollt ihr lieber einen Derzofen morgen? Nee, bist du verrückt? Obto, sie kann nur obmal so und so nicht mehr. Nee, bist du verrückt? Obto, sie kann nur obmal so und so nicht mehr. Bist du verrückt? Klar, haben wir verstanden, ne? Obto, interessantes Wort. Ob heißt Plattdeutsch auf. Diese Präposition kann man sich auch mal gut einbringen. Ne? Ob heißt auf. Oppenbach, auf dem Berg. Ob de Straat, auf der Straße. Ob de Bühn, auf der Bühne. Ob to ist eine andere Präposition. To heißt zu. T, z, wieder Lautverschiebung. Ob to, also auf zu. Also auf zu, nur mal obendrauf. Also dazu, sie kann nur ob mal so und so nicht mehr. Also obendrein kann sie jetzt auch noch nicht mal, kannst du sowieso nicht mehr. Ob to, sie kann nur ob mal, ob, auf mal, auf einmal, so und so nicht mehr. So, ich glaube, das reicht, aber ich habe ein gutes Gefühl. Habt ihr alle schön mitgeschnackt? Ich hoffe. Das Fundstück des Tages ist diesmal ein indirektes Fundstück. Wir haben nämlich ein Wort gefunden im Stück und hier auch auf der Bühne, nämlich das Wort Rückelbusch. Was ist ein Rückelbusch? Ein Rückelbusch, Rücken, riechen und Busch, Busch. Also so ein Riechbusch, weil die riechen ja so diese Büsche hier, so ein Strauß, der duftet so schön. Wir hatten in ein paar Plattdeutsch-Folgen schon mal so scherzhafte plattdeutsche Ausdrücke. Deshalb nochmal. Blumenstrauß heißt nicht auf Plattdeutsch Rückelbusch. Blumenstrauß heißt Blumenstrus. Aber es gibt das wunderschöne Wort Rückelbusch. Andere Beispiele für solche scherzhaften Ausdrücke, die aber nicht der einzige Ausdruck sind zum Beispiel auch hier im Stück Sabbelkasten für den Anrufbeantworter, Klönkasten für das Telefon, Kiekschap, der Guckschrank für den Fernseher, Ackersnacker für das Handy, kann man auch einfach Handy sagen, oder Mobilche, sagen die Ostfriesen. Snutenpulli für den Mund-Nasenschutz, Slaggermaschü für die Schlagsahne, die kann auch einfach Slachraum heißen, Slaggermaschü, so Schlabber, Matsche, Pampel, kann man aber natürlich auch dazu sagen. Der Rückelbusch, der Plüschmoors, der Plüschhintern für die Hummel, der Plüschapfel, der Plüschapfel für den Pfirsich und reicht eigentlich. Ihr habt das Prinzip verstanden. Also im Plattdeutschen immer so ein normales Wort, aber es gibt auch diese schön lustigen Wörter wie
Rükelbusch. So, das wird allwetter mit der 15. Folge von Platt to Go. Diesmal hatten wir ein Spezial, eine Special-Folge zu Lord uns Frünn blieven. Das Ohnsorg-Theater für alle unsere neuen Zuschauer spielt, wie gesagt, plattdeutsche Theaterstücke, aber wir haben auch das Ohnsorg-Studio. Da laufen Stücke in Hoch- und Plattdeutsch für Kinder und Jugendliche zum Beispiel zum Reinschnuppern. Und auch im Großen Haus könnt ihr mal gucken, im Programm gibt es manchmal Stücke, die auch hochdeutsche Anteile haben. Auch da kann man sich so langsam vorwagen und einmal im Jahr gibt es das hochdeutsche Weihnachtsmärchen. Aber ganz vorne steht Plattdeutsch. Frage des Tages haben wir heute nicht. Wir haben gerade keine Fragen. Also schickt uns Fragen. Wir beantworten gerne Fragen. Dann muss ich hier nicht so viel aus der hohlen Hand sabbeln. Schickt uns Fragen und Fundstücke. Immer gerne. Ansonsten war's das. Guckt euch Lord uns Frünn blieven an. Kommt ins Ohnsorg-Theater. Guckt Platt to Go. Und bis dahin. Tschüssing. Holt ihr fuchtig. Und ob de Frünn Shop.